willkommen auf dem Podcast vom 20er. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Das ist crazy. Die Stadt Zürich hat eine riesige Geschichte, was Kirche anbelangt. Es gibt wenige Städte, die so geprägt worden sind von der ganzen Kirchengeschichte, von dem, was passiert ist. Die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung. Aber die Frage ist jetzt, wie muss Kirche sein, heutzutage, damit sie für dich und für mich ein Ort ist, wo wir Gott drin erleben können. Schon die erste Kirche ist von Jesus höchstpersönlich gegründet worden. Aber auch der 20er wird von Jesus geleitet und prägt und bauen. Das erleben wir Freitag für Freitag auf kraftvolle Art und Weise. Aber was ist eigentlich Gottes Plan für dich in der Kirche? Und welchen Auftrag hat Gott für den 20er in dieser Stadt Zürich? Um das Geheimnis geht es in dieser Serie We Are Church. So, We Are Church. Guten Abend, liebe Church, von meiner Seite auch. Hoi Unplugged, auch Church ist auch im Unplugged und Church ist auch, wenn du jetzt Podcast schaust. Hoi, schön hast du reingeklickt bei uns in 20er. Ich tue jeweils Gott fragen, am Anfang, bevor ich so eine Message schreibe, was soll ich euch sagen? Und dann habe ich noch etwas gemacht, ganz am Schluss, als ich die Message hatte, wie soll ich starten in diese Message? Und dann habe ich etwas aufs Herz bekommen, was ich euch sagen soll. Und ich sage jetzt das einfach direkt raus. Ich glaube, Gott will euch sagen, am heutigen Abend ganz direkt, er liebt euch extrem fest. Er liebt dich. Und ich habe 3 Sachen. Er liebt dich wie ein Vater, der sich selber in seinem Kind wieder sieht. Er liebt dich so fest. Er liebt dich wie eine Mutter, wo ihr Kind, egal was mit dem passiert, egal was anstellt, ihr Herz schlägt immer für das Kind und es wird es nie im Stich lassen. So fest liebt dich dein Gott. Und Gott liebt dich wie ein bester Freund, wo immer es liebt, mit dir Zeit zu verbringen, wo es liebt, deine Aufmerksamkeit, wo es liebt, dass du dich mit ihm befasst. So fest liebt dich dein Gott. Komm, wir geben doch Gott einfach einen Applaus für seine grosse Liebe am heutigen Abend. Danke, Jesus. Come on. Ich bin in die Message hineingegangen. Ich habe gewusst, eine We Are Church Message. Und vor 2-3 Wochen habe ich, mein Herz hat mega etwas zum Thema Kirche, nochmal haben mich Sachen beschäftigt. Weil im September werde ich ja in dieser Stadt Zürich am Sonntagabend, nebst dem 20er, werde ich am Sonntagabend noch ein ICF-Location so klein starten, mitten in der Stadt Zürich. Das heisst ein ICF Zürich City, weil wir ja bald werden auf Steppach zügeln mit dem ganzen ICF. Und dort werde ich ein ICF neu anfangen, neben dem 20er beides noch. Und da habe ich mir wieder ganz neue Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich, Kirche zu bauen? Und gerade ein Aspekt hat mich sehr beschäftigt. Was bedeutet es eigentlich, aktiv Kirche zu bauen. Also Kirche wirklich zu sein, Kirche zu bauen. Und das nicht nur, wenn du da in diesen Räumlichkeiten bist, sondern auch im Alltag aktiv. Was bedeutet das Reich Gottes bauen für dich im Alltag inne? Weil wir haben uns als ICF Zürich, einer von unseren Werten ist ja das, wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Sprich, das ist unser Herz, das ist für uns ICF-Leiter, das ist mein Herz. Ich liebe das zu sehen, wie junge Menschen können in dieser Kirche rein ihr Talent entdecken, ihr Potenzial entfalten und nicht nur am Freitagabend da rein, sondern auch plötzlich sind sie eine Veränderung, auch dort, wo sie arbeiten, dort, wo sie studieren, in ihren Familien, überall, wo sie sind. Sie bewegen etwas und das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, das kommt führen. Und für das brennt mein Herz. Das ist eine von uns, die Sau, von uns allen von der Leidenschaft. Für das leben wir, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass das rauskommen kann. Das ist unser tiefster Wunsch. Was ich dann gemacht habe, wenn es darum geht, wie kannst du Gottes Reich bauen? Oder grundsätzlich, wie kannst du etwas bewegen? Was ist Gottes Strategie eigentlich mit deinem Leben, dass du Frucht bringen kannst, dass du etwas bewegen kannst? Es gibt so ein
eine Art und Weise, wie man dann an die Bibel herangehen kann. Nämlich man schaut, wo hat das erste Mal ein Mensch eine Berufung bekommen. Wo hat das erste Mal der Mensch in der Bibel, wenn man das so durchliest, wo hat das erste Mal Gott gesagt, so, jetzt mach etwas, jetzt gang, jetzt setze ich dich noch einmal ein. Und da finden wir zusammen eine Bibelstelle im 1. Mose 2, Vers 5. Gott, der Herr, ließ den Menschen einen Garten suchen, gab ihm eine To-Do-Liste und sagte, wenn es nicht klappt, dann machen wir einfach einen neuen Garten. Das ist doch ein bisschen, das könnte so die Einstellung sein oder die Mentalität. Hey, Gott, zuerst mal musst du mal selber suchen und dann gibt es aber Gott dann gleich gibt eine To-Do-Liste, wie dein Chef dir gibt bei der Arbeit und am Schluss, ja, vielleicht klappt es nicht, ist doch alles easy peasy. Und so hätte der Bibelvers ja auch drin stehen. Aber jetzt lesen wir noch, wie er wirklich gestanden ist. Du hast hoffentlich angenommen, dass das nicht ganz stimmt. Ich habe extra ein Fragezeichen noch eingefügt. Eigentlich steht dort, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Also Gott hat den Garten ausgesucht und gesagt, das da, Garten Eden, das ist der richtige Ort für dich. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten. Einfach bearbeiten mal und dann noch etwas ganz Interessantes und zu schützen. Also, Gott hat dem Adam und der Eva auch gesagt, hey, mach etwas in dem Garten, mach einfach, schau selber mal, wie du kannst den Garten bearbeiten und dann aber auch schützen auch. Übernimm Verantwortung. Schau, dass er nicht gerade völlig zerstört wird durch das, was du machst. Und ich habe gemerkt, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, das ist die erste Berufung, die Gott eigentlich ausspricht über Adam und Eva konkret, wie sie sollen etwas bewegen sollen. Logisch, vorher schon, sagt er schon, sind fruchtbar und mehret euch. Aber dazu haben wir jetzt eine ganze Sexserie gemacht, die letzten 4 Wochen. Da gehen wir jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Und dann bebaut den Garten, wo du bist. Und ich habe gemerkt, das ist ein Muster, so, wo Gott immer wieder bringt in der Bibel rein, wenn es um Berufung geht. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir wissen, für was, Gott, hast du mich auf die Welt gestellt? Warum bin ich da? Warum hast du mich da angegeben? Und das Muster werden wir immer wieder erkennen. Gott schenkt dir, stellt er dich in einen Garten hinein. Er gibt dir einen Auftrag, dass du bearbeitest, dass du etwas bewegst und gleichzeitig auch, er gibt dir einen Auftrag, dass du dem, was du bekommen hast, dass du Verantwortung übernimmst für das. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Mose anschauen, kennen ihr den Mose noch? Das ist ein Mensch aus der Bibel und als er dort seine Berufung bekommen hat, ist er eigentlich weg vom Volk Israel gewesen und Gott hat ihm gesagt, hey, dein Garten, wo ich dich wieder drin hineinsetze, ist das Volk Israel. Nicht Ägypten, wie es vorher war, sondern das Volk Israel, die Menschen, das ist der Garten, wo ich dich wieder drin hineinstelle. Gang wieder zu dem Volk Israel. Und dann hat er gesagt, und ich gebe dir einen Auftrag, führ du das Volk Israel aus Ägypten, raus ins verheißene Land. Das ist der Auftrag. Aber der Mose ist dann nicht einfach gegangen und hat gesagt, ja okay, ich tue euch jetzt da rausführen, ich sage schnell das und das und das, und weil mein Auftrag da erledigt ist, dann ziehe ich sie wieder und habe eine schöne Zeit. Sondern hat dann das Volk müssen führen, hat sie müssen leiten, hat ihnen müssen helfen, wie sie dem Gott nachfolgen können. Gott hat ihm die 10 Gebote gegeben, er hat sie müssen leiten, dann hat es Schwierigkeiten gegeben. Der Mose musste ein System, schon fast ein Staatssystem einrichten. Er hat die Stiftshütte eingeführt und wie man das Ganze dann dort macht. Der Mose musste ganze Verantwortung übernehmen. Und genau so funktioniert das auch bei dir. Oder lass uns miteinander den Missionsbefehl anschauen. Wo Jesus gestorben und verstanden ist, hat er seinen Jüngern ganz am Schluss nachher noch einen Befehl mitgegeben, was sie machen sollen. Und auch dort siehst du das Muster. Erstens hat Jesus gesagt, darum geht zu allen Völkern, also die Menschen um dich herum, das ist dein Garten. Dann macht sie zu meinen Jüngern, das ist dein Auftrag, den du hast, wo du etwas bewegen sollst, aber dann auch und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist die Verantwortung auch. Du nicht nur schauen, dass du überall Frucht bringst, sondern hab auch Verantwortung, schütz und bewahr du die Menschen, die du um dich herum hast. Ich möchte euch heute Abend schnell eine Geschichte erzählen lassen von der Salome, wo auf krasse Art und Weise erkannt hat, was ist der Garten, wo Gott sie drin gestellt hat.
Genau, ich habe in der Schule, wo man zum Gang ist, was man will werden, habe ich immer eine Lehrerin werden. Erst bis Drittklasslehrerin. Doch bin ich leider in der Schule ist nicht qualifiziert gewesen, um das zu machen. Also ich konnte das Gymnasium nicht machen. Und dann ist die Zeit gekommen, was darum gegangen ist, etwas zu machen. Und ich habe nicht recht gewusst, was. Und dann hat mir jemand gesagt, geh mal in eine Krippe schauen. Und ich bin dann in eine Krippe schnuppern und ich habe nach etwa einer halben Stunde gewusst, das ist mein Job, das will ich machen. Und ich habe dann nach der Schule 2 Praktikums gemacht und dann wäre es darum gegangen, eine Lehrstelle zu finden und das ist in diesem Beruf relativ schwierig. Es hat fast keine Lehrstellen. Und dann bin ich am Arbeiten und da ist ein Telefon von meiner Mami. Ich soll in eine Krippe anrufen. Dort habe ich eine Lehrstelle frei. Und die Situation ist so entstanden, dass mein Papi mit jemandem geredet hat und dem irgendwie erzählt hat, dass ich noch eine Lehrstelle suche. Die war per Zufall im Vorstand von einer Krippe. Die Krippe hat per Zufall noch eine Lehrstelle frei gehabt. Und sie hat dann bei sich in die Krippe angerufen, mein Papi, meine Mami, meine Mami mir, ich in die Krippe. Und der hat mir dann gerade mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich konnte die Bewerbung nachreichen und ich habe dann die Stelle bekommen. Und für mich war das klar ein mega Wunder gewesen. Und Gott hat mich dort angesetzt und ich hatte eine super Lehre gehabt, eine mega coole Zeit. Ich habe nach der Lehre ein Jahr später auch Verantwortung übernehmen, indem ich eine Gruppe anfangen leiten. Und das mache ich jetzt seit 5 Jahren und ich darf seit über 10 Jahren mit Leidenschaft meinen Beruf ausüben, der für mich eine mega Berufung ist. Schau, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass dort, wo wir sind, dass wir wissen, das ist genau der Ort, wo Gott mich haben will. Die Sicherheit in unserem Herzen. Und ich glaube, das ist nicht nur der Job, sondern das kann auch sein, dass das deine Familie ist, wo Gott dich drin hineingestellt hat. Es kann sein, logisch, dein Job oder dein Studium. Es kann sein, dort, wo du wohnst, kann dein Garten sein. Deine Freunde können dein Garten sein. Deine Church, deine Kirche, wo du daheim bist, ist ein Garten für dich. Dann im Moment der Sitznachbar, wo du hast, schnell links und rechts, kann dein Garten sein. Dann, wenn du am Wochenende im Bus und im Tram hockst und du hast so eine Person neben dir, dann ist das dein Garten. Dort, wo du bist, dort ist es so ein Unterschied, ob du in deinem Herz sagst, ja, das ist der Ort, wo Gott mich hineinberufen hat oder nicht. Ich glaube, ein Problem, das wir oft haben, wir haben das Gefühl, ja, ich habe Gottes Stimme noch nicht gehört. Gottes Stimme hat dir wahrscheinlich heute Abend nicht gesagt, du sollst genau auf den Platz hocken, wo du hockst. Vielleicht auch schon. Vielleicht hat einer von unseren Ascher zu dir geredet und gesagt, da ist dein Platz. Wir haben sehr geisterfüllte Ushers da bei uns im 20er, die immer wieder auch prophetisch Platz zuweisen können. Nein, aber wir haben doch manchmal das Gefühl, hey, Gott hat nichts gesagt und darum weiss ich nicht, ob ich am richtigen Ort bin. Aber in der Bibel, dort sagt Jesus höchstpersönlich, schau, ich bin dein Hirt. Und du hörst meine Stimme und du folgst mir. Ich bin fähig, so zu reden, dass du mich verstehst. Weißt, Gott redet nicht immer so, dass du merkst, dass er geredet hat. Aber Gott redet immer so, dass er sicherstellen kann, dass du in die richtige Richtung kannst gehen. Und sehr, sehr, sehr oft, wenn du Gottes Stimme nicht gehört hast und Gott redet nicht und beruft dich nicht jetzt gerade in das oder in das oder in dieses oder jenes hinein, dann gibt es 2 Gründe. Sehr, sehr oft bist du schon am richtigen Ort, wo Gott dich haben will. Und es geht darum, jetzt in deinem Herzen zu sagen, Gott, ich bin da, wo du mich brauchen willst und ich nehme das jetzt an. Und auch sehr, sehr, sehr oft laufst du schon in die richtige Richtung. Und Gott sieht und Jesus weiss, du bist ihm am Nachfolgen, es ist gut, du bist im richtigen Studium, du bist dich am richtig entwickeln, dein Prozess, der in dir abgeht, ist in die richtige Richtung. Ich bin dein Hirt und ich weiss, es kommt gut und ich übernehme Verantwortung, dass du mir nachfolgst. Zweifle nicht an dem Garten, wo Gott dich drin hineingesetzt hat. Beim Adam hat nicht der Adam seinen Garten auswählen, sondern Gott hat ihn genommen und gesetzt. Und bei dir ist es nicht viel anders. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, deinen Freunden, das ist der Ort, wo Gott dich drin hineingestellt hat. Ich glaube, wir haben sehr oft, wenn es um Berufung geht, haben wir ein Bild, es muss etwas Hochgeistliches sein.
Und für all die an der Konferenz der Bill Hybels verpasst haben, möchte ich das einfach noch kurz erwähnen. Ich glaube, wir müssen das Klischee abbrechen, dass Berufung muss etwas mit konkret Chile oder Predigen muss irgendwie zu tun haben. Berufung hat mit dem zu tun, dass Gott dich irgendwo hineinstellt und dass du dort für deinen Jesus hingeben lebst und dort etwas bewegst und dort Verantwortung übernimmst. Das ist Berufung. Und nicht, dass du dann eines Tages wirst auf Afrika gehen, zu den verlorenen Stämmen und dort predigen. Das kann sein und vielleicht hat es da Leute, die diese Berufung so überkommen. Aber der Großteil von uns hat eine andere Berufung. Und der Großteil von uns, alle von uns, sind schon mitten in ihrer Berufung drin. Dort, wo du jetzt bist, das ist dein Garten. Wenn es um den Auftrag geht, habe ich doch vorher schon schnell erwähnt, auf der einen Seite, dass man den Garten bearbeitet, auf der anderen Seite, dass man den Garten schützt. Und ich glaube, dass ich habe euch das Herz von der Lea mitgebracht. Das ist ihr Herz, habe ich ausgelernt, weil das ist ein Bild, das ich bekomme. Wenn es darum geht, etwas zu machen, Reich Gottes zu bauen, dann ist das die Liebe von Gott, die mit 2 Armen hineingreift in dein Umfeld, in deinen Garten. Und ich möchte, dass du das verstehst. Die Liebe von Gott hat wie 2 Arme, wo sie durch dich wirken will. Der erste Arm, das ist der direkte Arm. Gottes Liebe wird direkt durch dich, zu deinen Menschen durchwirken. Gottes Liebe wird direkt Menschen ermutigen. Gottes Liebe wird Menschen trösten durch dich durch. Gott will, dass du Menschen einfach zuhören, will, dass du Menschen gratulieren kannst. Übrigens, morgen hat der Nüsch Geburtstag, könnt ihr mir ein SMS schreiben. Gott will, dass durch dich Menschen beschenkt werden. All diese Sachen, das sind Sachen, wo du ganz direkt kannst die Liebe von Gott weitergeben. Oder? Das sind alle die eher so ein bisschen menschenorientiert sind, so ein bisschen People-Person. Die sind so, die lieben das, die direkte Liebe von Gott weiterzugeben. Und dann gibt es aber auch die Leute, die eher so ein bisschen den anderen Arm von dieser Liebe ausleben wollen. Das ist so die indirekte Art. Das ist das, wenn du jemandem etwas einfach hilfst. Vielleicht auch eher im Hintergrund etwas hilfst. Wenn du jemandem dienst, wo vielleicht gehst du Abfallkübel leeren oder nachdem du irgendwie die Hände gewaschen hast, merkst du, hey, da ist noch eine Sauerei und du sammelst noch 2, 3 Papiere zusammen und tust sie in den Kübel. Einfach all diese Sachen, die nicht direkt am Menschen etwas tust, sondern du dienst hindurch. Oder du organisierst etwas, vielleicht für deine Freunde oder planst etwas. Oder du investierst Geld für irgendetwas hindurch, wo du dann weißt, das dient dann wieder Menschen. Oder du bettest für Menschen, die du vielleicht nicht gerade jetzt vor dir hast, aber du tust für sie beten, dass Gott ein Wunder tut über ihnen. Oder du bist einfach da für jemanden, wo du jetzt vielleicht einfach wo du einer Person sagst, schau, ich bin einfach da und du darfst mir jederzeit anrufen. Das sind so Sachen, wo du nicht direkt den Menschen dienst, sondern indirekt. Und das sind vielleicht eher die Menschen, die sich selber als eher technische Personen oder eher die ein bisschen tatkräftige Leute sind. Und ich glaube, jeder von uns ist eher ein bisschen in die eine Richtung, so direkt den Menschen dienen, und dann, oder in die andere Richtung, ja eher lieber ein bisschen indirekt, weißt du, so das. Und beides ist Liebe. Also wer da ist eher der direkte Mensch, der gerne direkten Menschen dient? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 35, ja, 12, 112, gut. Wer von uns da innen ist eher, der liebt es eigentlich eher also indirekten Menschen zu dienen und Liebe weiterzugeben. So etwas zu bauen, helfen, zügeln, solche diese Sachen. Wunderbar, ja, da haben wir auch 83 sind es, genau, super. Ich habe jetzt die im Unplugged auch gerade mitzählt. Ich habe etwas gemerkt. Ich glaube, es ist mega toll, dass wir unterschiedlich sind und dass wir anerkennen, beides ist genauso liebevoll. Aber ich möchte dir sagen, lass dich nie nur in die eine Richtung oder nur in die andere Richtung hineindrücken. Gerade wenn du eher eine menschenorientierte Person bist, die gerne direkt dient, dann heb ein Auge drauf, dass du aber auch kannst hindurch Verantwortung übernehmen und treu sein in diesen kleinen Sachen und im Dienen auch dort, wo es niemand sieht. Und wenn du eher einer bist, der ein bisschen tatkräftig anpackt und hindurch mal etwas dient, dann heb auch mal den Mut, um zu einer Person direkt anzugehen und zu sagen, hey, übrigens,
Ich finde, du machst das und das mega gut, ein Kompliment verteilen oder so. Lass dich nicht immer in eine Richtung nur reindrängen. Trainier deine beiden Arme von der Liebe. Ein Mensch, der das extrem am Machen ist unser Matze. Er ist schon ein Willi jetzt bei uns im 20er und er nimmt uns rein. Wir nennen ihn liebevoll Matze-Katze oder Storchi-Lorchi, wie auch immer. Komm, nimm es, erzähl uns your story. Ja, du musst mir erzählen, wer die EM gewinnt. Nein, Quatsch. Genau, ich komme aus Deutschland und ich bin dort im ICF seit 4 Jahren jetzt am Musik machen. Und seit 1,5 Jahren bin ich dort auch im Worship-Team als Worship-Leiter eingesetzt. Also wir waren zu zweit bis vor kurzem. Und zu der Zeit, wo ich eingesetzt wurde, habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwas machen, dass ich mit meinen Leuten gerecht umgehe. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mach's College, bin so hier gelandet und jetzt vor 3 Monaten hat die andere Worship-Leiterin gesagt, sie geht. Sie geht auf Welttournee mit irgendeiner Band. Recht krasse Sache und dann bin ich übrig geblieben und wir hatten das so getrennt, dass wir am Anfang, ich habe das Organisatorische gemacht, das hintenrum und sie war für die da, so die Mama, hat ein bisschen in den Arm genommen, getröstet und jetzt darf ich lernen, dadurch, dass sie weggegangen ist, dass ich also den liebenden Arm auch trainiere, dass ich sage, okay, wir machen Teambuilding direkt, ich telefoniere mal einer Person hinten nach, wenn ich weiß, okay, da geht es gerade nicht so gut. Genau. Und es ist so cool, das zu lernen. Und was mega genial ist, wir haben gerade Vision Night in Villingen-Schwenning und wir haben 8 neue Musiker und Sängerinnen. Und da darf ich jetzt wirklich direkt üben und das umsetzen. Das ist mega genial. Mega cool. Komm, schau, mich fasziniert es mega, dass ein junger Mann, der sagt, hey Gott, ich möchte mein Leben einsetzen und ich möchte in meine Berufung hineinkommen, wie er so sich trainieren lässt von Gott und einfach die Herausforderungen nimmt. Und seine beiden Arme, er ist mega viel bei uns im Office jetzt am Organisieren und Planen, mega, und gleich ist er so ein herzlicher Leiter, der direkt Menschen ermutigen kann. Und wird das, schau, für mich ist der Matze ein Vorbild in dem Innen, wie er in das hineingekommen ist und das beides genommen hat. Und wird so eine Person, die beides kann. Bei dir im Geschäft, bis eine Person, die treu sein kann, treu die Arbeiten machen, die es braucht, im Hintergrund dort, was niemand sieht. Und gleichzeitig bis aber auch eine Person, die bereit ist, einmal ein Kompliment zu geben, einmal einen Geburtstag daran zu denken, einmal einfach den Leuten die Liebe weitergeben von dem Jesus auf ganz verschiedene Art und Weise. Jetzt ist Zeit gekommen für einen wunderbaren Bibelvers aus dem 1. Korinther, Vers 13. Das ist das Kapitel von der Liebe. Ich habe nicht gewusst, wie ich da den Übergang mache. Dann habe ich einfach gesagt, ich versuche immer so geile Übergänge zu machen. Ich habe gewusst, ich muss jetzt einfach den Bibelvers bringen, der spricht für sich. Also, wunderbar. Wir haben gelernt, wir haben unseren Garten, wo Gott uns reingestellt hat. Wir haben gelernt, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir etwas tun, direkt den Menschen dienen und auf der anderen Seite auch, dass wir Verantwortung übernehmen, dort, wo wir sind. Und jetzt 1. Korinther 13, Vers 3. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, was mega krass ist. Selbst wenn ich für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts, nada, nothing. Und das ist recht ein extremer Vers. Aber ich glaube, es braucht, für das du in deine Berufung kannst total ausleben, brauchst du 3 Lieben. Die erste Liebe ist die Liebe, dass du alles lernst zu machen für deinen Gott. Und das tönt so normal, also ja, logisch macht man alles für Gott, aber ich glaube, es ist extrem entscheidend. Wir lesen im Kolosser 3, Vers 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ich finde es gut, hey, nach Bibelvers sollte man eigentlich immer klatschen, die haben es verdient, hey, die sind so gut. Ich habe am Mittwoch Hochzeitstag gehabt. Und dann haben wir zuerst natürlich das Schweizer Spiel geschaut. Und
Ja, das ist eben lustig, so, ich muss schnell ausruhen. Es ist erst, vor 8 Jahren haben wir geheiratet und dann haben wir ein Schweizer Nazi-Spiel verloren. Es ist dort nicht mehr darauf angekommen, weil sie sind schon ausgeschieden gewesen, aber sie haben noch gespielt gegen Portugal und gewonnen. Aber anyway, dort haben wir es verpasst wegen unserem eigenen Hochzeit. Und dann mal nach 8 Jahren haben wir es können schauen und sie ist darauf angekommen und wunderbar. Anyway. Und am Hochzeitstag ist für uns immer auch ein Moment, wo wir sagen, so jetzt einfach, lass uns nochmal ehrlich, ganz ehrlich ein paar Sachen nochmal anschauen. Und meine Frau hat mich eine recht ehrliche Frage gefragt. Joel, schau, du bist für mich, du bist sehr hingegeben, du liebst mich über alles, aber wieso kann ich davon ausgehen, dass deine Liebe nicht plötzlich vorbei ist und deine Hingabe? Ich meine, es gibt viele schöne Frauen auf dieser Welt. Warum nicht plötzlich eine andere? Oder wenn deine Gefühle nicht mitspielen? Oder ich mache Fehler. Wie kann ich davon ausgehen, dass das wirklich hebt? Und ich habe nicht einfach eine oberflächliche Antwort geben, sondern habe mir überlegt, warum eigentlich? Weil ich weiss es für mich, dass ich es extrem fest gemacht habe. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wie ich als so mit 18, 19 eine Zeit hatte, wo ich ganz klare Sachen mit Gott gemacht habe. Und ihm gesagt habe, schau, Jesus, ich möchte ein Leben von ganzer Hingabe leben. Zuallererst dir gegenüber und anders auch, Jesus, wegen dir, meiner Frau gegenüber. Oder in dem hinein, wo ich stehe. Und ich habe meiner Frau dann gesagt, hey, schau, ich kann dir sagen, ich habe meine Hingabe, alles, was ich lebe in dieser Ehe, mein Ehemann sein, habe ich festgemacht, schon bevor ich dich kennengelernt habe, an dem Jesus. Und darum weiss ich, dass das ein Fundament ist, das verhebt. Schau, es gibt immer wieder... Genauso mein Ministry, alles, was ich hier baue. Es gibt so viele Momente, wo ich lieber würde vorlaufen und wo ich schwierig finde, aber weil ich weiss, ich habe es festgemacht wegen meinem Gott. Schlussendlich mache ich es für meinen Jesus. Und das gibt so ein Fundament rein. Das Nächste, ich glaube, alles, was du machen musst, mach es aus Liebe wirklich zu den Menschen. Und da haben wir das Gefühl, ja, Liebe zu den Menschen, wie machst du Liebe in dein Herz hinein? Und ich sage dir, Jesus hat einen Trick gehabt. Jesus hat einen Trick gehabt, wie er sein Herz erwärmt hat für die Menschen. Ich glaube, Jesus hat einen Trick gehabt. Logisch, Jesus ist die Liebe und Jesus ist immer durchdrängt von der Liebe. Aber darum können wir von ihm auch etwas lernen, wie er sein Herz gesteuert hat. Jesus ist in einer Zeit, wo er viel mit Leuten mit seinen Jüngern umgereist ist und gebetet hat und extrem intensiv eigentlich dient hat. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es so einen Moment gab, wo er gefunden hat, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr so. Und ich glaube, dass in so einem Moment ist der Bibelvers geschrieben worden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Die Liebe hat sein Herz plötzlich erfüllt. Warum? Denn sie waren erschöpft, die Menschen, und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus hat angeschaut. Was ist das, was die Menschen bedrückt? Was ist das, worunter die Menschen leiden? Und ich möchte jetzt etwas sagen. Du hast Menschen um dich herum, die dir auf den Sack gehen können. Und das verstehe ich, das ist ja so. Ich bin der Einzige, der nie jemandem auf den Sack geht. Aber wenn dir Menschen auf den Sack gehen, dann ist es nie einfach nur, weil sie einen Scheißcharakter haben. Es ist nie einfach nur, weil sie mühsame Menschen sind oder weil sie dir einfach mal auf den Sack gehen. Es gibt immer etwas hinten dran, wo die Menschen irgendwo leiden, wo die Menschen irgendeinen Mangel haben, wo die Menschen noch nicht von dieser Liebe, von dem Jesus durchdrängt sind. Und Jesus hat es bei diesen Leuten gesehen. Sie sind hungrig und sie laufen ihm nach und sie wollen, dass er betet und dies und jenes. Aber sie sind wie eine Herde, die keinen Hirt hat. Wenn er nicht jetzt ansteht und sie ihnen dient und ihnen hilft und ihnen Liebe schenkt, macht es vielleicht nie jemand. Und das ist ein Blick, wenn du merkst, dir mangelt an Liebe für eine gewisse Person. Geh mal fragen. Lern die Person kennen. Schau genau an. Bitte Gott, er soll ihr eine Erkenntnis schenken. Warum? Wieso? Darum hat uns Jesus gelehrt, bete für deine Finden. Weil wenn du anfängst beten für deine Finden, schenkt dir der Heilige Geist plötzlich eine Erkenntnis, warum das er so ist, so reagiert, wie er es tut. Und du kannst ihn plötzlich lieben. Das ist ein Schlüssel. Gratis-Tipp. Mach's wie Jesus. Und dann das Dritte, mach immer alles
alles, dein Ministry, mach es auch aus Liebe zu dir selber. Und das klingt ein bisschen vielleicht komisch, ja, was heisst aus Liebe zu dir selber? Ich soll ja mein Leben hingeben für den Jesus. Das stimmt. Das stimmt. Aber es gibt eben, Hingabe, glaube ich, ist die grösste Liebe, die du zu dir selber kannst haben. Das ist Hingabe zu deinem Jesus. Weil das ist das Beste für dich. Hingabe zu dir selber. Jesus selber hat es so genannt in Matthäus 16, Vers 24. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hingabe an Jesus ist das Beste, was du dir selber schenken kannst. Aber gleich möchte ich schnell sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Hingabe an Jesus und Selbstaufopferung. Jesus hat den Auftrag gehabt, sich selber aufzuopfern. Ein Paulus, ein Petrus und auch ein Stephanus haben einen Auftrag gehabt, sich Gott ganz hinzugeben. Ich nehme jetzt mal die zwei Wörter, weil es gibt grosse Unterschiede zwischen diesen Sachen. Jesus hat die Berufung gehabt, opfere dich selber auf für Menschen. Wir Menschen haben den Auftrag, uns hinzugeben für Gott. Das ist ein Unterschied für wer das du es machst. Dann, Jesus ist berufen worden, stellvertretend alles Leiden auf sich zu nehmen, bis dass er in seinem Leiden gestorben ist an dem Kreuz. Das ist nie dein Auftrag, dass du das stellvertretendes Leiden aufnimmst für die Menschen. Dein Auftrag ist es, ein lebendiges Opfer sein für Jesus. Das ist ein grosser Unterschied. Weil du liebst das Leben, bist in dem hinein, was du etwas tun willst für deinen Jesus zur Verherrlichung. Und schau, es stimmt, wir haben auch ein Extrem. Der Stephanus ist einer der ersten Jünger, wo Jesus nachgefolgt ist. Und ihn haben sie gesteinigt. Er hat krasse Wunder da und so und ist ein Zeugnis und ihn haben sie gesteinigt. Aber es gibt einen grossen Unterschied zwischen dem Tod von Stephanus und zwischen dem Tod von Jesus. Der Unterschied ist der: Jesus hat am Kreuz gebeten, Vater, warum lässt du mich allein? Jesus war leer. Jesus hat gelitten bis zum Geht nicht mehr, wie das seine Berufung war. Einfach hinzugeben und zu leiden war seine Berufung. Der Stephanus im Gegenteil. Der Stephanus bei seiner Steinigung. Der Himmel hat sich aufgetan. Gott war näher. Er hat plötzlich die Nähe von Gott gesehen und hat angefangen zu worshipen. Seine Hingabe zu Jesus war erfüllend durch und durch. Sogar im tiefsten Schmerz inne ist es immer noch erfüllend von dem Heiligen Geist, von dieser Fülle von Gott. Bei Jesus war es nicht erfüllend, wo Jesus an dem Kreuz gehangen ist. Es war eine Katastrophe für ihn. Und verstehst du, das ist ein Unterschied. Die Hingabe zu Jesus, das ist der Schlüssel für dein persönliches Glück, für deine persönliche Berufung, für deine persönliche Berufung. Gib dein Leben Jesus an als lebendiges Opfer. Und ich glaube, das machst du in dem hinein, dass du genau sagst, Jesus, ich nehme das Gärtchen, wo du mich reingesetzt hast. Ich nehme das an. Ich akzeptiere das und sage, Jesus, da, wo du mich reingesetzt hast, in diesen Garten, da bin ich und lebe für dich, Jesus. Und dann fangst du an, mit einfach deinen Möglichkeiten etwas zu tun, etwas zu bewegen, wo dich der Heilige Geist auch führt. Du fängst an, etwas zu tun. Und du fängst auch an, dort Verantwortung zu übernehmen, wo Gott dich drin hineingestellt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment zu jedem da redest. Das ist jetzt viel Wort, Jesus, viel Theorie. Ich weiss, Jesus, du willst uns brauchen, Jesus, du willst Grossartiges durch uns durchbewegen. Ich bitte dich, Gott, dass du jedem jetzt Erkenntnis schenkst, für wo ist sein Garten, wie kann er den bebauen und wie kann er dort Verantwortung übernehmen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns führst und uns mutig machst, so wie wir es gesungen haben vor Jesus. Mach uns mutig, dort, wo wir eingesetzt worden sind, etwas zu bewegen. Und wir wollen Jesus unser Leben dir hingeben und Schritt für Schritt lernen, was es bedeutet, Jesus. Und du alles durch, Jesus, egal was kommt, Jesus, unseren Fokus auf dir behalten, Jesus. Lass uns wachsen in dem hinein. Lass uns wachsen drin, die Menschen direkt zu lieben, Menschen zu dienen, Jesus. Lass uns wachsen in dem hinein. Amen.
Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.